Hallo, mein Name ist Robert W. Deluxe und ich begrüße euch bei meinem Podcast Poesie und Klang. Hallo, ich begrüße euch zu meinem ersten Podcast Poesie und Klang. Mein Name ist Robert W. Deluxe und ich habe einen speziellen Gast heute da, die Barbara Kastlunger, Psychotherapeutin, Universitätsprofessorin in Berlin und an einigen Unis bist du noch tätig. Und ich freue mich, dass du da bist und ich würde dir gern ein Gedicht von mir vortragen und mit dir ein bisschen darüber reden. Danke, ich freue mich auch schon. Magst du einen Tee oder ein Wasser? Ja, ein Wasser wäre super. Und dann. Ich mach mir um mich keine Sorgen, aber wenn es draußen so feucht ist, so kalt oder gar so heiß, dann mache ich mir Sorgen, dann kriege ich Angst um die. Meine Wohnung, die ist trocken, warm, der Zins ist kalt und im Sommer ist es kühl. Und wenn dann mal zu heiß ist, dann gehe ich ans Wasser oder ins Bad, dort hin, wo ich will. Im Supermarkt kann ich immer alles zahlen, was ich brauche. Und soll es einmal was Besonderes sein, dann überlege ich kurz und kaufe mir es ein. Ich gehe durch die Stadt. Vorhin beim Juwelier beim Gewandhandler Security. Der schaut, dass alles seine Ordnung hat. Wenn es finster ist, dann kommst du und stößt deine Sackeln in die Ecken und bratst dir einen Poppendeckel auf. Für ein paar Stunden daheim. Für ein paar Stunden wieder heim. Es war Windfang, da brennt die Sonne gleich nicht so hier. Und wenn du hinten in die Ecken stößt, dann bist du nicht gleich so waschelnass, wenn es regnet und der Wind bläst. Ich verstehe nicht immer alles, was du sagst. Du bist auf Alkohol und 1000 Sachen. Du stinkst. Deine Haare, du seit Wochen nicht gewaschen. In der Früh kommt der Security und er stampert dich. Auf die Nacht hast du nur deinen Poppendeckel aufgestellt. Dass den Dreck und den Schnee nicht so zubewahrt. Ich tu mir schwer. Ich tu mir schwer. Ich hab eine Suppe für dich gekocht. Eine Dusche, heißes Wasser, ein Saft. Also wenn du willst, ich hab eine Suppe für dich gekocht. Dusche, heißes Wasser, Saft. Wenn du Angst hast, ein Bett war frei. Also, wenn du magst, ein Bett war frei für heute auf die Nacht. Ich bin froh, dass es so Leute gibt, die das wollen, die das kennen, die dir das bringen.
mach mir mich keine Sorgen, du. Ich hab mir was gekauft im Versand. Ich hab mir was gekauft im Versand. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ich hab einen Puppendeckel für dich. Ja, das war jetzt mein neuestes Gedicht. Sag mir was. Was ist da bei dir, wenn du das hörst? Ganz viele Assoziationen habe ich dazu. Ich habe das jetzt heute das erste Mal gehört. Ich kannte das gar nicht. Ne? Also ich sehe ganz viel von dir da drin, also diese ganz sanfte Art, so als Feedback, was ich raushöre, aber sehr aufmerksame Art. Ne? Und ich meine, du weißt, so das Wohnen und das eigene Haus ist immer was ganz Persönliches. Ne? Und ich mache mir um mich keine Sorgen, weil ich habe es eigentlich fein. Ne? Das heißt, ich habe den Teil in mir, der ist auch ganz stabil. Ne? Und dann ist noch ein so ein schmutziger draußen unkontrollierbarer Teil ein bisschen, ne? Den ich aber am liebsten gar nicht so eine Sicht habe. Ne? Das ist ja das, was wir in der Gesellschaft immer wieder sehen. Das draußen und das drinnen ist da ähnlich. Ne? Und wir würden am liebsten auch dieses Schmutzige, das nicht so reinpasst, in das Schöne irgendwie weg tun. Ne? Und dazu haben wir die Securities, die schönen Beleuchtungen und Lichter, gerade jetzt vor Weihnachten. Das waren so die ersten Resonanzpunkte. Das ist nur jetzt hier in Wien, aber das Ganze können wir dann noch einmal einen Schritt weiter machen, global. Da haben wir ja dasselbe Thema auch noch einmal. Ne? Finde ich so ganz interessant, ne? Weil die Themen, die du ansprichst, ne? Ganz das Innere. Und vielleicht auch das Publikum und die Barbara als Psychotherapeutin, ne? Und hat diesen Blick nach innen auch gut, gleichzeitig auch nach außen. Ne? Schön. Für mich hat es schon auch so was Gesellschaftliches auch. Ne? Ja, aber es spiegelt sich wieder einerseits, man kann es so sehen, ne? Als eine Reflexion des Innen auch, was ich spüre nach außen, eine Kritik an der Gesellschaft, das ist es ja schon, also wenn man es objektiv auch an der Oberfläche hernimmt, ist es wirklich sozusagen eine Gesellschaftskritik. Ne? Der Juwelier, der so diesen Wohlstand ausdrückt, ne, mit seinem Security, der diesen Wohlstand natürlich auch beschützen soll. Und dann gibt es dann immer wieder die Armut, die von außen reinkommt. Ja, und als Gefahr dann, oder als Unsicherheit oder als schwierig oder zu wegzuhaltendes gesehen wird. Ne? Genau, das wollte ich ja mit diesen Passagen auch ein bisschen zusammenbringen. Ne? Dass der Armut, ne? Ein paar Stunden lang in der Nacht einen Platz findet. Im Eingang zum Reichtum. Oder wo der Reichtum halt. Ja, zeigt auch wieder so diese Gegensätze. Ne? Also der eine, der ist mit einem Stück Pappe zufrieden, oder halt zufrieden, kann man jetzt sagen, aber halt, der muss sich damit jetzt in der Nacht zufrieden geben. Ne? Und auf der Hinterseite ist der Juwelier mit all seinen goldenen Dingen und Steinen. Ne? Das war so die erste Assoziation, die du so gehabt hast, mit dem Innen-Außen zusammenbringen, haben wollen, nicht haben wollen. Innen, außen und eben das Ganze, eben wie gesagt, das geht ja nicht nur in das Persönliche rein. Ne? Wie gehe ich selbst auch mit diesen Gegensätzen um? Mir kommt es gerade vor, es war irgendwie so eine ruhige Stimmung zwischen uns. Hat das mit dem was zu tun, was jetzt gerade ist? Also wie gehst du denn da? Ich frage jetzt ein bisschen so hinten herum, so mit Poesie und Klang, wie ist denn das bei dir?
Es wirkt natürlich, das sind also schon die Töne an sich haben eine gewisse Schwingung, die ich auch aufnehme. Und ja, der Rhythmus, der Ton, der macht natürlich auch ruhig und nachdenklich, denke ich, mich hier. Mhm. Also so reagierst du jetzt gerade drauf, ne? So. Ja. Mhm. Wie geht's dir, wenn du da gesungen hast? Also es war natürlich spannend, weil es der erste Podcast ist, den ich mache und ich merke, das spüre ich auch ein bisschen in den ersten Takten. Und nachdem so Musik ist, sie quasi immer aus dem Moment heraus entsteht, auch wenn es ein Motiv gibt, aber es ist immer quasi eine Improvisation aus dem Moment heraus. Was heißt das, eine Improvisation aus dem Moment heraus? Machst du das, also das sind spontan jetzt gesungen, oder? Also der Text ist fix quasi, Okay. ja, aber die Musik ist eine, wo es ein Motiv gibt. Also ich habe quasi so Vorstellungen, was ich da gerne auch ein Stück mit, welche Stimmung da quasi auch für mich mit drin hängt in bestimmten Passagen. Und wie die dann konkret sich heute darstellt, ist heute nicht mehr anders, als es gestern war oder morgen sein wird. Das heißt, es ist ein Einzelstück. Es ist immer ein Einzelstück, wenn wir zuhören, sind es immer Einzelstücke in Musik. Mhm. Aber in deinem Fall noch mehr als bei anderen. Ne? Weil wenn du sagst, du improvisierst die Musik und der Text ist zwar da, aber je nach Situation und so passt du dann deine Musik dementsprechend an, heißt das, es ist ja eigentlich wirklich ein situationsabhängiges Stück. Genau. Mhm. Also, ich merke, dass so die Geschwindigkeit, wie ich den Text quasi lese oder heute so rezitiert habe, dass es einen Unterschied macht. Ja. Das Artist kennt nicht immer. Natürlich, ja. Genau. Mhm. Ja. Und welche Rolle hat denn da das Instrument für dich dann, wenn du dich da in diese Stimmung begibst? Ich kann es auf dem Instrument am einfachsten ausdrücken. Mhm. Für mein Gefühl spiele ich eher perkussiv, also eher, dass es um Rhythmus geht und um den Klang, der entsteht. Und sowas wie Partitur ist mir jetzt nicht wichtig. Mhm. Hinter dir steht eine Gitarre auch irgendwo, oder es gibt auch eine Cajon, vor dir steht oder so. Mhm. Es gibt auch Instrumente, die mir gefallen, die ich auch verwende, aber da gelingt mir das am einfachsten, so dass ich nicht abgelenkt bin vom Instrument. Das ist so lustig, spontan ist mir jetzt eingefallen, es gibt ja sowas in der Psychotherapie, das heißt, ich kann nicht Musik machen und singen und Angst haben gleichzeitig. Ne? Deshalb ist es oft ganz gut, eben zu singen oder halt Musik zu machen, um Momente auch der Angst und Beklemmung dann loszuwerden. Ne? Mhm. Weil, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ja. Genau, ja. Mhm. Also ganz persönlich habe ich oft das Gefühl, dass ich da immer wieder Momente habe, wo ich genau das ausdrücken kann, was ich gerade ausdrücken will. Mhm. Das macht es, finde ich, ganz spannend. Mhm. Aber durch die Worte oder mehr durch das Gesamte? Also durchs Gesamte. Mhm. Die Texte alleine funktionieren auch, Mhm. sodass ich sagen kann, was ich will, aber es mit der Musik dabei ist es noch, für mich spricht es mehr Sinne an. Ja. Das ist halt so, klar, mehr Sinne, mehr Wahrnehmung. Mhm. Genau. Ich merke dann, dass ich körperlich dabei bin, also wie halt dann mit Temperatur oder Schwitzen oder was auch immer mitgehe mit dem Text und diese Unterschiede von den Texten auch. Schön. Und das ist eigentlich schon gesellschaftskritisch, dieses Lied, das du da geschrieben hast, ne? Also bei dir kommt es auf alle Fälle so an, Naja, was ich oder gut finde. ich weiß nicht, wie ich es sonst interpretieren könnte. Ne? Das ist ja schon ein bisschen kritisch, oder? Also das ist nicht unbedingt nur ein heurigen Schunkellied. Ne? Genau. Ja, ich glaube, es gibt praktisch im Moment keinen Text in der Form, der zu einer heurigen Liedskategorie war. Ja, ich finde schon, meine Texte sind kritisch, der ist auch kritisch.
ich finde es ganz schön, dass wir uns jetzt treffen, ne? Jetzt kurz vor Weihnachten. Und ich finde dieser Aspekt, dass wir beim Schenken uns auch ein bisschen auf so ein dünnes Eis begeben, und dem auch so das Überhebliche hervorgucken. Ne? Für mich war es ein bisschen die Verlogenheit des Geschenks. Warum eigentlich Verlogenheit? Weil ich jetzt am Ende von dem Text so das, was ich eigentlich entsorgen müsste, als mildtätige Gabe weiter verschenkt wird. Ja, verstehe. Ja, also ich gebe nicht, also ein schönes Geschenk wäre etwas, was ich von mir gebe. Ne? Also etwas, was mir wichtig ist, gebe ich an jemanden, genau, einen Wert, den ich weitergeben möchte und jemandem Freude machen. Und im optimalsten Fall hat man sozusagen ein altruistisches Motiv dabei. Ne? Man schenkt jemandem was den anderen freut und nicht, was mich dann freut. Ne? Und da ist wieder genau der Punkt, oft das Schenken dann mehr was. Das ist ja schön, finde ich, gelungen, also für mich zumindest schwingt es mit, dass das so verschwingt. Das ist eben nicht so einfach. Der Mensch, weil ich nicht das geschrieben habe, der sieht schon, dass es ihm gut geht, so wie es uns beiden gut geht. Ja? Kann sich alles kaufen, was er braucht. Und sogar ein bisschen mehr, wenn er will. Ne? Und kann durch die Stadt gehen und den Security überhaupt sehen. Ne? Viele Menschen sind gar nicht in der Lage, dorthin zu gehen, weil sie so beschäftigt sind mit Überleben, wie auch immer das genannt ist. Ne? Die Frage ist halt, was kann er tun? Ja, das ist so als. Ja, vielleicht ist dieser Text ein Stück Anstoß, überhaupt mal das. So eine Einladung jetzt auch mal so zu betrachten. Also darüber geht es dann auch. Also manchmal bei Texten, wo die Poesie ist, wo ich sie halt nenne, ne, auch so Ideen gibt, was man machen kann. Da gibt es Texte, wo ich das auch so formuliere. In dem Text war es eher so nochmal hinzuweisen, ne, zum Beispiel jetzt bei der Weihnachtszeit. Ist vielleicht ein bisschen übersehen. Irgendwie spüre ich auch ein bisschen sowas wie Ärger darüber. Ärger, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber halt Unrundheit über diese Situation. Über welche Situation? Die du beschreibst in dem Lied. Ne? Also dass es diese Ungleichheit gibt, dass man dann das sozusagen jetzt nicht so ein Ausgleich möglich ist, zumindest im ersten Schritt. Also das ist ja ganz eine individuell erlebte Situation, die er beschreibt. Natürlich gibt es da politische Zusammenhänge, oder gesellschaftspolitische sehe ich auch. Also du hast die Situation erlebt? Nein, im Sinne von, wir alle können das erleben, dass es Menschen gibt, die auf der Straße leben. Ne? Natürlich, ja. Das ist freiwillig oder nicht so ganz freiwillig. Klar. Und im Winter oder im Sommer, wenn es zu heiß ist, ist es auch gefährlich für die Leute. Na klar. Ja. Und es steckt auch ein bisschen, auch eine ausgeprägte Achtung den Menschen gegenüber, die mit den Leuten auf der Straße leben und schon schwierig sind, ne? Mit den psychischen Krankheiten, mit dem Drogenkonsum und so weiter. Ja? Aber wie sie riechen, die das wollen, ne? Die mit denen arbeiten wollen können. Ja. Ich mag das klar, dass es die gibt. Also gibt's Die Achtung. Die Sozialbetreuer zum Beispiel. Genau, auch Menschen, die das halt gleich machen. Ne? Ja, die halt den Menschen dann einen Vordergrund stellen, vor den Geruch und den Drogen und dem Verhalten. Ja, genau. Ja. Und gleichzeitig hat es wieder, ne, was bei mir oft so vorkommt, dass nichts so eindeutig ist, ne? Ist es natürlich auch praktisch, auch für dich und für mich, ne, dass ich mir nicht selber mehr überlegen muss. Ja, also ich bin durchaus auch selbstkritisch. Jetzt wollte ich
da sind wir wieder. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil von meinem Podcast, von unserem Gespräch. Und zwar in dem Teil können die Gäste heute, du, mich alles fragen zu meiner Kunst, zu mir als Künstler, was dich interessiert. Ja, super. Ich habe nämlich schon eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar, was ist deine Intention so, wenn du dieses Lied, so wie heute, singst oder als du es geschrieben hast? Was möchtest du denn auslösen? Oder was soll denn bei den Personen, die dich hören, passieren? Oder soll überhaupt was passieren? Also das Erste, was ich mache, ich schreibe diese Texte und mache diese Musik, weil es für mich der richtige Ausdruck ist. Und das Allerwichtigste, so, warum ich das mache, sozusagen. Und ich habe Freude damit, das zu teilen. Ja, das ist cool. Und also ganz groß, manchmal passiert es, dass dann Leute zu mir kommen und mir jetzt irgendwie bei den paar, wenn ich das letzte Jahr denke, bei den Aufsätzen war es eigentlich fast immer so, dass mir irgendwas erzählt worden ist, was ich da jetzt quasi sagen wollte oder so. Und mir taugt das. Es war oft gar nicht meins, weil ich so einen Vordergrund gehabt habe. Aber das, was entsteht, das finde ich cool. Also, dass die Leute sozusagen hineininterpretieren und das als... Dass es so eine Resonanz gibt, ne? Ja, auf das, was ich da tue. Ne? Und genau, das ist so das, was ich einmal grundsätzlich zu all meinen Texten passt, dass das entsteht. Ne? Und bei dem Text ist es halt schon so, dass ich mir gerade jetzt auch im Winter irgendwie gedacht habe, das ist irgendwie eine wirklich schwierige Zeit für die Menschen, die quasi keine fixe Bleibe haben. Ja, klar. Es gibt zum Glück in Wien. Wien ist da ja ganz gut, ne, mit den ganzen Wintermaßnahmen. Und genau. da gibt es zum Glück einiges, wo man. Und dann ist mir halt, da ist mir also aufgefallen, dass ich bin jetzt nicht fernab von reich, ne? Das ist gar nicht der Fall, aber ich kann aber gut leben. Und es ist sicher, es ist warm, kann das, was ich haben will, haben. Es gab und aber. dann diese ganze Dissonanz, die da drin steckt, das ist mir halt wichtig auszudrücken. Weil du jetzt sagst, es ist sicher, es ist warm, erinnerte ich mich jetzt zurück. Ich meine, um das alte Thema jetzt nicht wieder rauszugraben, aber es gab mal 2020, ne, als diese Corona-Start-Eskalation war ja auch das. Ne, plötzlich haben wir alle Angst gehabt, ne, und das war nicht mehr so sicher. Ne, das war mal so richtig so das Aufrütteln, das für uns in unserem weichen, warmen Kokon. Ne, plötzlich war etwas, was wir als Gesellschaft nicht so unter Kontrolle hatten, ne, was uns ja nicht bedroht hat. Das war schon ganz spannend, so als gesellschaftliches Erlebnis, was wir da hatten. Ne. Was macht man, wenn man Angst hat, wenn das Unbekannte da ist? Alles Mögliche, zum Beispiel noch immer aufregend drüber. Ja, genau. Deshalb sage ich, ich will nichts Altes jetzt aufkochen und so weiter. Ne. Aber das ist ja ganz, das ist mir so spontan eingefallen. War das so eine Frage? Ist es irgendwie ausreichend beantwortet, warum man das so macht? Ja. Absolut, das finde ich ja total spannend, also ein bisschen mehr so im Hier und Jetzt und deine Arbeit als Künstler. Ne? Also du bist jetzt schon auf einigen Auftritten unterwegs gewesen, ja. Ne? Und das wird ja immer mehr. Und das kann ja schon eine Herausforderung für eine selbst sein, sich mal das so zu öffnen, weil es ist ja schon auch ein bisschen was Persönliches, was du dann sozusagen nach außen gibst und in die Sichtbarkeit trägst, ne? Ja. Also, ich habe versucht letztes Jahr, oder im letzten Jahr, keine Location zu wiederholen. Ja, habe immer in anderen Orten gespielt, waren immer andere Atmosphären und immer in neuen Lokalen dann. Immer in neuen Lokalen. Ja. Und warum? Damit du das spürst, oder? Also es hat gut zu meiner Improvisation gepasst, also im Gedanken, dass ich Hier und Jetzt bin. Und ich wollte mir gar nicht so eine Sicherheit geben, dass ich mich so überall schon gut auskenne. Das ist irgendwie auch spannend, nicht zu wissen, wo die Box jetzt steht und so. Ja. Aber wenn es mich nervös macht, dann vor Ort oder sehr fokussiert. Und es ist dann schon ganz spannend, wenn ich dann so drin bin in meinem Tun.
dass ich dann mich selber kaum nervös erlebe während des Tuns. Davor schon. Na, wie gesagt, wenn man singt, kann man nicht gleichzeitig Angst haben. Ne? Ja, zumindest nicht lang. Ja. Aha, genau. Und ja, so, ne? Also, genau. Ja, ja, cool. Ja. Es ist so interessant, ne? Weil ich erlebe dich auch als sehr sanften, nicht eine Person, die sich so unbedingt in den Vordergrund stellen mag, ne? Aber du bist dann doch präsent mit deiner Musik. Ne? Und drückst da schon ziemlich intensive Dinge auch aus. Ja, also ich beschreibe meine Texte schon auch selber als ungemütlich. Also uncomfortable, ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht so, wo man dann mitsingt oder ich weiß nicht, ja, sowas ist im Sinne von, dass man so eine gute Stimmung unbedingt damit auslöst. Texte gibt es auch und die schreiben ist schon ganz viel im Vordergrund an. Ne? Ja. Aber ja, es sind schon auch ungemütliche Texte. Ja. Schöne finde ich trotzdem Arbeit. Unmöglich für wen? Nur was Themen anspricht, die es halt gibt. Also ich habe den ersten Programmzyklus auch inwendig hat der Kassen und war auch existenziell so als Untertitel und damit meine ich, wenn es halt ums Leben geht. Also es ist halt manchmal ungemütlich und vieles von dem manchmal bringe ich in meinen Texten. Ist dein Umgang mit dem Ungemütlichen in dir auch? Ja, da gibt es, glaube ich, viele Aspekte. Ja. Ja. Sich dann schon ärgert, was das so gibt. Ja. Ja, Und wer ist es, der dich musikalisch, jetzt ganz klassisch musikalisch so inspiriert? jetzt gerade? Ja, jetzt oder vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, ich bin schon, was die Inspiration betrifft, breit aufgestellt. Aber ich glaube, dass, also ganz früher habe ich quasi Austropop und Queen gehört. Was also unterschiedliche Musikstile sind. Aber was denn Austropop? Ja, das war halt, na Fedel nicht so, aber halt Georg Danzer, Ludwig Hirsch, Wolfgang Ambros, die. Ja. Und halt Queen dazu. Und der Freddie Mercury in seiner Art, sich zu präsentieren, ne, mit dem ewig langen Cape und was ich weiß. Und diese Opernstimme zu einer Rockmusik. So, das war schon irgendwie spannend. Dann später ist dazu gekommen Hansi Lang, ich habe eine Nummer mal übersetzt von Hansi Lang, die ich manchmal singe oder halt performe, der dann schon ein bisschen verrückter wird. Ja. Und ich sage, das war gut. Irgendwann habe ich dann Jazzgesang gelernt. Ich war so ein paar Jahre im Jazzgesang. Ah, du hast Jazzgesang gelernt? Ja, so 5 Jahre. Und dann waren sicher die Texte von Günter Brödel, die der Willi Asitaritz aus Ostbahnkurte performt hat, der mal so auch noch mehr Geschichten projiziert hat, also noch mehr draufgeschaut hat. Ja. Das hat mir irgendwie gefallen, das war eine Form von Annäherung an sowas. Ja. Ja. Und dann ist halt der Jazz nochmal dazugekommen, also wiederholt. Da gibt es solche Musiker wie den Ludovici zum Beispiel, einen italienischen Pianisten, der mir sehr gut gefällt. Und dann hat diese modernen Ausdruck Indies. Ja. Also, da gibt es einige, die mir halt irgendwie, die gerade so passen, die mich da inspirieren und so ist es dann geworden, was ich da jetzt gerade noch. Und ein bisschen, wahrscheinlich, nein, es ist schon auch ein bisschen das Revolutionäre, was nicht da quasi mit hineinschwingt in meine Texte, aber das so vielleicht das sanfter. Revolutionäre oder
Anti-Autoritäre. Ich bin sicher manchmal so, also ich will mir jetzt nicht gleich so viele Labels geben, ne, Ja, so, nein. weil die nicht so ausreichend sind, aber klar habe ich auch Sympathie für Punks und ja, die also auch mal ganz klar mal gegen irgendwas sind. Ja, und sich auf einen Punkt bringen. Das genügt mir jetzt nicht, das ist mir dann so einfach, ne? Aber es ist sympathisch und sicher Teil von mir. Ne? Aber auch das Singer-Songwriter-Ding ist ein Teil von mir mit diesen Texten auch. Ja. Oder, weiß nicht, es gibt ja so schöne Gedichte, die auch schon im 20. Jahrhundert geschrieben worden sind, auch im Dialekt. Ja. Ja, das ist halt da so was Typisches. Ne? Du singst in diesem Wiener, ich als Nicht-Wienerin, für mich ist das ja dann noch einmal speziell, weil ja, es ist eine andere Sprache, ne? In diesem Wienerischen. Für mich ist da so ein bestimmter Klang auch schon drinnen und in diese Form, ich habe probiert das zu performen, oder wie das halt auf mir dann so ist, wenn ich das mache, Ja. ist halt eben so eine Mischung aus Singen und Reden und Lesen und in meinem Empfinden hat es einen Rhythmus, der da drin steckt, der in dieser Form des Wienerischen irgendwie auch drin steckt. Irgendwie. Wobei es mehr ist als, oder das ist keine Kopie vom Wienerischen, aber es ist irgendwie auch Wienerisch. Irgendwie so. Ja, komplexe Fragen, ne, die da so. Ja, aber schön jetzt auch so wirklich in die Tiefe der Musik zu gehen, nicht nur in die psychologische Seite deiner Texte, sondern wirklich auch die Musik zu sehen. Ne? Ja. Wann hast du denn jetzt die nächsten Auftritte wieder? Ist was geplant? Also der nächste Auftritt, den es geben wird, der ist am Donnerstag, dem 16. Jänner, bin ich schlecht vorbereitet, in der Buchhandlung Analog. Die ist im 6. Bezirk in der Otto-Bauer-Gasse. Ja, genau. Gibt es um 19.15 Uhr eine Lesung, eine rhythmische Lesung, nennen das immer. Und ich schaue noch schnell nach, weil ich das Datum richtig gesagt habe. Genau, Donnerstag, 16. Jänner, 25, das nächste. 19:15 Uhr. 19.15 Uhr geht es los. Genau, und dann gibt es im Laufe der Zeit, es gibt das Anno, das Café Anno, das seit über 20 Jahren so Poesie, Literatur von jungen Menschen anbietet, also von jungen im Sinne von noch nicht so bekannt. Also. Und das werden wir im Mai lesen, ich werde am Grazer Kleinkunstvogel teilnehmen und sonst gibt es immer so Gespräche. Das ist mal fix, die 3 Dinge. Das nächste halbe Jahr. Da kann man dich dann live erleben. Da kann man mich live erleben, ich hoffe du und noch viele andere wollen kommen und Zahlt sich da auf jeden sein. Fall aus. Ja. Es war ganz schön, dass du da warst. Ja, war es für mich auch immer wieder eine ganz besondere Zeit. Ja, herzlichen Dank. Danke dir. Danke. Meine Lieben, herzlichen Dank. Mein Name ist Robert W. Deluxe, mein Podcast Poesie und Klang. Folgt mir auf Instagram, empfiehlt mich weiter. Schön, dass du da seid.